Ernte den Leuchtsaft als Hauptmission bei Pikmin 4, wobei heute, nö, heute nicht, Leuchtsaft, das kann man machen, muss man aber nicht. Wir haben noch andere Dinge zu tun, hier alles erforschen und so als 100% bringen und dann vielleicht mal, wenn man Bock hat, auch mal ein bisschen Leuchtsaft ernten, ne? Für die gute alte Hauptstory. Aber erstmal sind wir hier immer noch bei einer Meeresgrundgrotte. Jetzt auf Ebene 2, oh, 25% bereit, so können es 4 Ebenen, wa? Oh, geht ja noch. Also wir haben 5. Zwiebeln haben bereits, Schätze, ja okay, ich will noch 15, 17 rein, da geht ja noch. Gerettete. Bei 4 Ebenen. Im Moment sind 2 Stück, wa? Ochin? Jo. Wenn hier schon einer ist. Wir sehen auch schon. Und dann fliegt er rum. Der pinken Variante, lustig. Ja, aber schon, ist alles gut. Hey, die Pfeife habt ihr gemacht? Was ist los mit dir? Die Pfeife. So. Ah, da oben ist einer. Ja, aber dann geht's gut. So, schön austrinken, Freunde. Hä? Oh. Das sind so kleine Dinge, wo du merkst, okay, wenn du auf Ochin reitest, funktioniert dies und jenes nicht. Das ist ein bisschen doof. Okay, da haben wir noch sowas. Die Frage ist halt... Aha, dann machen sie da drüber. Okay, sind wir alle hier. Das ging schnell. Ich schicke mal ein blaues Pigment hin, zu gucken, wo er durchgeht. Ah, hinten durch ging er. Okay, geht natürlich auch. Gut, der Weg ist soweit ja frei. Das heißt, theoretisch kann ich das Ding auch schon mal holen. Oder... Hallo, Krabbe. Na, bist du die krosse Krabbe? Das war knapp. Sag mal, Leute. Zum Appell bitte. So. Okay. Erstmal die... Was ist das für eine Frucht? Pfirsich ist sie nicht. Nektarine auch nicht. Hä? Na egal. Huch. Okay. Warum nicht? Jetzt irgendwo Gegner, weil es finde ich ein bisschen sehr einfach hier. Okay. Ja, mal ab. Böses Ding. Tropenvinus. Also die Gruppe Tropenvinus, besser gesagt. Friert hinein! So schnell kann es gehen. Wäre auch schon der Ausgang. Da kommen wir auch wieder zurück. Perfekto. Obwohl, warte mal, wollen wir das machen? Schön trinken, Leute. Schön trinken. Ihr habt es auch verdient. Ihr müsst schön groß und stark werden. Also, warte mal.
Hä? Da waren ja alle drin. Frechheit. Ich habe zu viele Pikmin. Den transportieren sie darüber. Ja, das sollte keine Probleme geben. Da muss ich da mal ganz kurz auf die Karte gucken. Währenddem wir das haben, haben wir hier noch ein paar Pikmin, lustigerweise. Da oben gibt es auch noch was zu tun. Ja, ich glaube, ich muss langsam da hinten durch, wa? Naja, Eis-Pikmin gibt es da hinten. Lass mal kurz abwarten, bis der Typ hier ist. Blub. Was sagt die Visitenkarte? Wer ist denn das? Jean-Free, Komponist. Oh, ein Musiker. Er ist sozusagen mit einer Fernsehcrew angereist. Vielleicht kennt er sogar die Reporterin. Die Chance ist, glaube ich, hoch. So. Willkommen. Zerstörung, Freunde. Vernichtet sie bis auf den letzten. So. So ein paar Quietschentchen. Wir fahren natürlich gerade in so eine Situation, da war ja klar. Noch Spinnen dabei sind. Ernsthaft. Ah, okay, warte mal, müssen wir doch so machen. Weil, sorry, aber das mit Ochin ist zum Teil leider ein bisschen nervig. So, viel besser. Hm? Geht's? Okay, Freunde. Dann sind die da drüben. Ja, ich helfe doch immer. Ja gut, trinken könnt ihr auch, aber so vor allem das Vieh mitnehmen. Leute. Was ist heute los, hä? Gefühlt heute alle irgendwie mit dem falschen Fuß aufgestanden. Ist aber cool, dass die Eispikmin trotz allem schwimmen können. Sie können zwar im Wasser nicht viel machen, aber sie können trotzdem schwimmen. So geht das viel schneller. Auf Ochin reiten hat schon seine Vorzüge. Manchmal. So, da war es eine 1, hoffe ich jetzt mal. Hä? Er kommt runter. Perfekt. Gut, dann würde man sagen, noch den ein oder anderen Schatz, eigentlich dürfen nur einer sein. Ja, und falls ich mich täusche, wird mich Ochin schon eines Besseren belehren. Na, komm. Also Mitglied der Quietscher-Familie, obwohl die eigentlich schon alle hatten, ne? Gibt es also ein Dopplet hier unten? Ihr glaubt das nicht. Das heißt, das Spiel zu 100% zu haben, brauchst du gar nicht alle Schätze zu holen. Oder
Besser gesagt, damit du, wenn du den kompletten Schatzkatalog voll hast, musst du gar nicht das Spiel 100% haben. Weil zum Teil ja gewisse Schätze gibt, die es doppelt hat. So. So, wir sind durch, 50% insgesamt, perfekt, fehlen noch 2. Jetzt wird sicher wieder irgendwie so mit dem Endboss sein, ne? Ich weiß aber vor ein paar Folgen gesagt von mir, ich spiele gar keine richtigen Endbosse. Doch schon. Es ist nur anders als bei Pikmin 3. Wo es nicht irgendwie pro Areal einen großen, fetten Boss gibt, sondern hier sind die halt irgendwie eher im Untergrund. Also sogar bei Pikmin 2 eigentlich auch eher so, in der Oberfläche gab es da bei Pikmin 2, ich weiß gar nicht mehr, Leute, ist zu lange her. Zu lange her, leider. Und ich habe es auch nie durchgespielt, muss ich zugeben. Leider zu meiner Schande. So. Das ist ein Wasser- oder ein Eisding? Ah, Wasser. Hä? Okay. Ah, meine gute alten Pikmin, ne? Was immer wieder treiben. So, wir müssen erstmal hier durch. Wasser gibt es noch ein paar Dinge, die ich tun könnte. Wenn ich denn wollte. Da ist eine kleinere Krabbe und da kommt auch schon die große Krabbe. Haben alle knapp überlebt, wa? So. War knapp, muss er zugeben. War knapp. Hätte auch anders ausgehen können. So, hier ist aber nichts. Dann bring du doch das mal nach Hause. Bin zwar nicht so viel, aber immerhin. Okay. Mein Rest hinterher. Wer fliegt da herum? Okay, so einer. Mal gucken. Was gibt's denn hier noch Schönes, hä? Ein Gebiss? Ernsthaft? Alter Schwede. Sind auch mal gut, wie groß Pikmin sind im Vergleich zum Mensch. Oh Mann. So, dann Rohmaterial transportiert. Sehr gut. Also ein paar Viecher im Wasser. Die kommen jetzt natürlich auch gleich. Die Brücke, okay, kann ich von hier aus machen. Oder auch nicht, komm. 15.000 Glycerium gesammelt. Unglaublich, seht ihr das ganze Glycerium an. Obwohl, sich der Energietank der Shepard gar nicht weiter füllte. Interessant, es steht zu vermuten, dass Glycerium weder ein Gewicht noch ein Volumen hat. Wisst ihr, was das bedeutet? Egal wie viel Energie wir sammeln, unser Tank wird niemals zu klein.
Das bist ja richtig toll gemacht. Es gibt keinen Grund, jetzt mit dem Schätzsammeln aufzuhören. Seht ihr? Meine ich eben auch. Wegen hier, ja, mach Rücksammeln und so. Nee, sie sagt's ja. Mach ruhig weiter. Ja, macht alle brav, Freunde. Sehr, sehr brav. Und... Das hier natürlich jetzt über Wasser ist ein bisschen doof. Hm. Moment, ich muss erstmal unsere verlorenen Pikmin schnell holen. So. Dann die ganzen Gegner hier. Oh, das war doof. Nein, ihr sollt doch hier vorne. Oh, Menno. So. Jetzt haben wir leider ein bisschen weniger Pikmin. Dann sollen wir noch ein paar pflücken. Die Karte generell. Da ist noch ein verlorenes Pikmin. Ansonsten. Jo. Na, wie viel für die Pikmin? Ist klar, Junge, ist klar. So, habe ich alle? Nö. Der Verlorene, wo ist der? Wo ist mein verlorener Junge? Dankeschön. Muss ich da überhaupt durch? Eigentlich nicht, oder? Ist eigentlich unnötig. Oh. Ja, wobei, wir haben... Ja? Ne, sind Rohstoffe. Moment, das ist kein Glycerum, sind Rohstoffe. So. Der zweite abgestürzte. Bin gespannt, kommen die auch so zu mir oder haben die dann so keinen Bock? Weil sie denken, nö, ich kann nicht schwimmen. Wobei sie eigentlich können. So, hätten wir, aber es fehlt noch ein Schatz. Hm.
Wieso? Ich habe die Worte nicht vorher gesehen. Hä? Gut versteckte Schätze oder was? Ist ja fies. Da muss irgendwas sein. Oh, wir haben Brett nicht gesehen. Verzeihung. Hä? Noch Pikmin da unten oder was? Nee, okay. War schon leicht verwirrt. So, kommt, Leute. Aufsteigen hier. Das sind irgendwie auch noch viele Schätze. Okay, gut, viel ist übertrieben. Ey, die kann es aber so leicht übersehen. Schwerter und Schilde. Andere verschiedene Farben, ja, super. Ja, wir sind durch, Gott sei Dank. 50% bei 3 von 4 Ebenen, das sieht gut aus. Sauft euch voll, meine lieben Pikmin. Schon voll, war? Jo. Gut, dann auf zur letzten Ebene. Eine Truppe von 87 Pikmin, das ist schon eine Menge. Vor allem kriegen mittlerweile auch sehr viele Eis-Pikmin dazu. Ein Schatz noch, ein geretteter, ja, ist irgendwie im Final Boss. Die Frage ist halt welcher. It's the final boss time. Du, 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 du. Du, 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 du. Oh. Ich brauche mehr Eis-Pikmin? Hat er gerade richtig gesehen? Das ist eine Eisblume gewesen. Gegen das Viech? Okay. Wiederum habe ich hier auch blaue Blumen. Ich habe noch mehr Eisblumen. Ich verstehe nur gar nicht, warum. Ups. Ich war schon Pikmin reingeworfen. Super. Ah, jetzt habe ich aus den Eisblumen... Oh ne, warte mal. Nichts passiert. Kann natürlich sein, dass ich für den Gegner oder für den Boss in Anführungszeichen mehr Eispikmin brauche und den Rest mache dann halt... Sind so abgestürzt, ich glaub's nicht. Also heißt 0 von 1, das ist klar, ich komme hier raus. Da kann der blaue Pikmin draus machen. Hier kann noch irgendwas machen, was auch immer das sein soll. Wozu vor allem. Aber hier der Schatz ist, okay. Das macht irgendwie Sinn. Von drüben, ne? Raufschmeißen. Ja, also geht's nicht. Okay, Froschi. Komm mal dann, Body Slam. Trap. Ja, komm, Froschi. Mach deinen Body Slam. Trap. Oh, das ist scheiße. Ich wollte gerade fragen, ob wir überhaupt sterben, weil hier ja auch Wasser ist, aber ja, sie tun's.
Wir sind gerade etwa 12 Pikmin hier verreckt, wenn ich das richtig sehe. Das ist scheiße. Achso, was im Wasser ist, Er hat dann zum Schluss dachte er selber wie am Anfang, wegen, ja, ich springe ein bisschen oben, sobald ich angegriffen werde. Aber nee, nach dem zweiten Mal dachte er sich so, jetzt greife ich ein bisschen an. Tja. Aber auch hier natürlich hätte man wesentlich besser machen können, Schrägstrich sogar müssen. Heiß begehrt. So, jetzt gehe ich doch mal stark davon aus, dass da drüben dass da jemand gebuddelt wurde. Und wer ist es? Also gut, eine weitere Visitenkarte. Bildungsreisetouristin vom Geowissenschaftsclub. Ah, Ihr Dozent, die werden sicher froh sein, dass sie wieder da ist. Ja, und wir auch. 2 Gebiete zu 100%, das heißt, das ganze Gebiet hier, Stille Ufer, also das Obergebiet ist auch abgeschlossen. Perfekt. So, wir haben noch ein paar blaue Blumen, ja, die ich im Prinzip nutzen könnte, wenn ich wollte, aber wir brauchen sie nicht. Vor allem, da ich in der Oberfläche genug blaue Piggy machen kann. Ah, so in dem Endkampf, das ärgert mich. Da war ich jetzt zu forsch, weil ich zuerst dachte, hey, ist nur ein Frosch. Aha, ich lasse ihn angreifen, kein Problem. War schon zu 2 Dritteln unten, kriege locker hin und dann dachte ich so, Kacke. Da habe ich es verkackt. Alter, ich habe 21 Eis-Pikmin hier verloren zum Schluss hin noch. Alter Schwede. Dafür, dass man die nicht, noch nicht oder vielleicht auch gar nie nachzüchten kann, war ich da, naja. Das war Kacke. Sagen wir es ist, das war Kacke von mir. Oh. Ja, natürlich zurückblicken, ich hätte nochmal zurückspulen können, aber nee, komm. Da muss ich jetzt durch. Wachse, Zwiebel, wachse und gib mir die Macht über, ich glaube jetzt 80? Jo, 80, cool. Also alle blauen zurück, alle Eispigment zurück, aber wir haben trotzdem fast 60, das ist schon eine schöne Zahl. Und die ganzen lila Pigment zurück. Ja, bin eh fertig, Gebiet 100% erfüllt. Ja, ihr wisst schon. Das heißt, ich kann eh nichts mehr machen. Die ganzen Untergründe gemacht, die ganzen Andori-Duelle, alle Schätze eingesammelt. Wir sind einfach nur geil. Ich könnte natürlich jetzt den Rest des Tages noch ausklingen lassen, indem wir zum Beispiel da noch ein paar Dinge holen für unser Ultimate Motivierspray. Das wäre noch eine Option tatsächlich. Weil ich fange jetzt in der Folge nicht noch etwas Neues an. Das heißt, wir sind hier sowieso durch. Können Sie gerne mal eine volle Packung rote Pikmin mitnehmen. Und vielleicht die noch ein bisschen vermehren. Ich will jetzt gerade so schön leuchten. So. Aber den Rest von euch, der nur rote Pikmin draußen habe, kann ich ja auch problemlos einfach nur Dinge für rote Pikmin farmen.
So, habe ich sonst noch irgendwo ein paar von diesen Blumen? Vermutlich schon, vielleicht hier sogar. Ja, von der Zeit her machen wir es anders. Ochin. Du bleibst schön hier und sammelst die wieder ein. So, die können dann noch easy peasy einsammeln. Ihr seid genug, um die zurückzubringen, aber ich habe noch ein paar Pikmin übrig. Ochin! Mhm. Ja, wenn sie es mal schaffen, da ist man natürlich schon klar. Tun sich mir alle. So. Ja, aber trotzdem ein bisschen noch was geschafft. Wenn es um die Produktion von Pikmin geht, du am laufenden Band, lalalala. Wobei ich mich frage, woraus diese Knollen oder diese Tabletten, wie sie fast schon aussehen, woraus sie überhaupt bestehen, dass daraus Pikmin nachher entstehen. Quasi die Entstehungsgeschichte der Pikmin. Wie begann sie? Wie endet sie? Ja, aber trotzdem kann man sagen, wir haben heute viele gerettet. Nein, schon für Ochins Motivationspunkt, nicht Mochins. Nicht Mochins Motivationspunkt, sondern Ochins Motivationspunkte. So. Komplett erforscht. Sehr gut. Gekeimt, ja eben natürlich jetzt auch bei den Eispikmin. Wir haben mehr als wir vorhin hatten, natürlich aber nicht so wie wir haben könnten. Wir können 78 haben. Aber ich hab's leider verkackt. Hallo Digo, wie geht es dir? Die ganze Halte? Oh, ja, fit wie ein Turnschuh. Wenn man das gesagt, man muss einen Trottel halten. Wirklich, das soll mich das hören. Du bist doch jetzt sicher bereit, Michael zu unterstützen, wa? Was ich weiß nicht, ich bin noch nicht 100% wieder fit, glaube ich. Dem helfen, ernsthaft? So eine faule Sau. Entschuldigung. Also, das haben wir gemacht. Olimars retten natürlich. Noch viel zu tun, hier muss noch ein paar Dinge noch abschließen. Das werden wir gleich tun, hoffe ich. Und dann nächste Folge hätte ich jetzt mal gesagt, auch zu Nachtmissionen. Weil ich habe nur noch ein Gebiet, das ich besuchen könnte. Müssen den Bieten der Gestrandeten gefolgt und haben ein weiteres Gelände von der Basiscamp erschlossen. Das sollte vorher sicherstellen, dass alle Gestrandeten genug Platz haben, sich zu erholen. So groß wie das Gelände jetzt ist, da haben wir genug Platz, um alle uns zu bringen, die wir diesen Planeten retten. Ja, alle, die du gerettet hast, haben zusammengelegt und möchten dir dies hier zum Danke geben. Ich glaube, es ist Rohmaterial. Wie viel? 20, wow. Ochin ist richtig motiviert, genau. Du hast einen Griff, ja? Natürlich. Oh, der Typ nervt mich. Mach 3 Gebiete gefälligst, ja? Hilf du mir lieber mal. Faules Schwein. Du hast sie alle 3 gerettet. Also waren schon alle. Okay.
Ja, kann es nicht sicher sein, ne? Ob es vielleicht noch ein oder zwei mehr gibt. So. Was hast du Neues? So, wir Pikmin in der Truppe. Ja, Knopfknollen. Sammle 8 Knopfknollen. Müssen langsam nachher alle sein, ne? Ja, wobei, können wir vorstellen, dass irgendwie 10 sind schlussendlich. Michael? Wie unhöflich. Ich bin schon free. Ja, die Fernsehcrew, ja. Genau. Huch. Deine Quest für uns, ernsthaft? Musikalische Schätze. Oh. Sammeln 4 musikalische Schätze. Sammeln 8 musikalische Schätze. Und jetzt haben wir 12. Sammeln alle musikalischen Schätze, okay. 5 Stück gibt's noch. Oh Gottes Willen. Aber das kriegen wir noch hin. Oh, du hast viele Pikmin erblühen lassen. Oh, ich bin so stolz auf dich. Danke, bin ich auch. Mission complete. Du bist noch nicht fertig, hä? Lasse viele Pikmin erblühen. 300? Junge. Was ist los mit euch? Ja, wer bist du jetzt? Sag mal, du hast mich noch gerettet, oder? Ich werde immer dankbar sein. Ich will diesen Planeten erforschen. Ja. Und was soll ich dabei helfen? Bescheid geben, das Bau ist in Ordnung. Keine Sorge. Ja, ich habe schon viel gebaut. Ich hätte 10 Bauwerke. Ich hätte 20 Bauwerke. Nein, ich bin kein Bauwerk. Echt alle Bauwerke. Oh, hier aber zum Fragezeichen. Danke, Spiel. Ja, ich weiß schon warum. Hier ist nichts Neues. Vielleicht hat ja... Du hast nichts Neues für uns? Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht von dir, Kumpel. Ich habe noch Sensorbomben und so. Ich könnte zwar wieder mal... Warte mal, ne, haben wir 2 Stück davon. Noch Pick... Wie heißen die Dinger? Pick, doch, genau. Pick-Dinger. So, jetzt Hilfsmaterial. Hä? Ich nehme mal... Was nehmen wir hier alles? Also alles geht natürlich nicht, aber... Muss vor allem gucken. Vor allem natürlich wären Dinger gut für Ochin. Dreifachschlag. Flammenschutz bei Ochin. Der wäre nicht schlecht. Natürlich sind Dinger für Ochin alle so scheiße teuer. Also Kabelverstärker Plus brauche ich eigentlich nicht. Wenn schon, brauche ich einen Ochin. Plus, ja, natürlich. Stirnlampe Plus. Ne, eigentlich auch einen Elektroschutz für Ochin, Luftschild, Flammschutz. Wir nehmen mal noch einen Flammschutz für Ochin. Da schon kommt noch ein Flammschutz Plus. Ein Frostschutz wäre auch nicht schlecht für ihn. Verschlucken. Ich nehme noch den Ankerstiefel für uns. Finde ich eigentlich ganz praktisch. So. Wenn noch ein paar Mal zu dir zurückkommen, Kumpel, keine Sorge. Der ist auch schon fertig. Gut, dann fehlt nur noch mit Ochin trainieren. Dann können wir uns nächste Folge komplett auf Nachtexpeditionen stürzen. Oh, Gottes Willen. Sehr gut, sollen wir sofort damit beginnen. Ich habe 6 Punkte. Also ich habe gesagt, so heilen, graben, pflücken kann praktisch sein. Aber vor allem, wenn es Ochin, ja, ich habe eigentlich auch immer Pikmin dabei, mit Ochin nach dem Untergrund spielt es nicht so eine Rolle, wie schnell er ist. Pflücken, finde ich, muss gar nicht sein, also man kann es ja machen, aber gar keine Priorität. Ochins, ja, das schon eher, aber 3 Punkte finde ich ein bisschen viel. Und die Megakraft, 100 Pikmin, gut, ich meine, ich habe jetzt die lila Pikmin, also ich brauche das eigentlich nicht mehr so dringend. Besiegen. Da haben wir noch gar nicht eingesetzt bei Ochin, ne? Gegen Kreaturen. Ein Sprint. Wieso was? Ich nehme den Hubs 3. Jetzt bist du bereit, einen noch viel... Nein, es kommt der Mega-Hubs. Willst du mich verarschen? Fliehende Kreaturen springt er an. Wehe, es gibt jetzt einen Megasprint.
Ihr wollt mich ja wohl verarschen. Aber mal ganz ehrlich. Wie viele Geräte gibt es hier überhaupt? Also Typen, die ich retten muss. Ja, komm, ich investiere den Punkt noch. Graben 2. Na, kommt das Megagraben. Um Gottes Willen, ey. Geh weiter an bei der Arbeit, ja? Naja, auch sonst im Leben immer wieder. Gut, Freunde. Wir sind auch hier, wir haben schon viele Laublinge, aber um sie zu retten, müssen wir halt für jeden von ihnen jeweils eine Nachtmission machen. Und das machen wir in der nächsten Folge. Wir folgen der Hauptmission, ernten Leuchtsaft. Weil sonst, naja, wird sowieso momentan ein bisschen schwierig, hä? Weil wir insgesamt nur 3 Gebiete haben, 2 sind schon komplett erforscht. Der 3. fehlt auch nicht mehr viel, der kriege ich vielleicht sogar auch in einem ganzen Tag noch hin. Also insofern, ja. Bis zum nächsten Mal, zurück bei Pikmin 4 auf Nachtmission oder Expedition, whatever. Tschüssi.